Guten Abend am Null. Letzte Woche hatten wir über die Velos-Renaissance bis hin zu den E-Biker geschwärzt, den an der Corona-Höchstzeit ausgebracht ist, aber bis heute undauert. Das hat dazu geführt, dass Klienten an den Velosbutiker lange Wartezeiten erkaufen, für diverse Modelle zu bestellen, weil die Velosfabrikanten nicht nur kommen mit produzieren, ergo mit liefern. Der Marc Thomas hat den Velosbutik zu Wolfer besichtigt, wo sich Klienten auch Klensch an den Grab drücken. Die letzte Zeit, die letzten 2 Jahre, kann ich sagen, also richtige Velosboom gehen. Immer mehr Leute fahren mit Velo. Ne? Also. Der Velosboom ist effektiv immer mehr groß, gehen die 2, 3 letzte Jahre oder mehr. Und geht noch weiter für die nächsten Jahre noch mal besser. Und geschäftsmäßig, ich meine, die hat ja dann während der Pandemie immer mehr Klienten gekriegt, oder? Während der Pandemie haben wir viel mehr Klienten gekriegt. Auch Leute, die sind mit dem Velo kommen durch den E-Bike, und das rollt noch immer besser. Bon, just die kommen mich vorher noch. Das heißt, wie viel Prozent mehr Klienten gekriegt und mehr Velo verkauft? Prozent der Tisch, ja, das kann ich so ein Prozent oder nicht an der Kap, viel mehr wie die Jahre für drin. Das heißt, kann ich sagen, der kommt bald nicht mehr noch, ne? Wir kommen gar nicht mehr mit der Lieferung, weil bei den Fournisseurs Stecker nicht mehr kommen. Das mondiale Pandemie und hilft nicht ganz viel, für weiterzukommen, wie wir wollen. Jetzt sind Lieferzeit zwischen 6 und 8 Monaten, wo auch plus verschiedene Velo, die nicht kommen. Das ist Stecker ist auch ein größeres Problem, weil du sie noch alles von Malaysia, von Japan, was kennt, nicht mehr gut drauf können wie früher. Das ist für viele vielleicht einfach auch nicht extra gut, wenn Klienten kommen und sie kriegen Velo nicht, oder? Ja, mir bis lo fand man noch einmal Stecker und da kann man noch legit verreden zufrieden kriegen. An für allem Mensch wat je och Neijahrszater pro Joer eng grös Nofro sinn D-Bike. D-Bike kommen noch einmal Mino. Die Leute wollen immer all darin E-Bike mehr kaufen. Weil da geht aber weiter. Es ist mir genug Präkommand für zu liefern. An die klassischen Vëlloen ginn die auch noch verkauft oder ginn die zurück? Nee, die gehen noch viel verkauft, weil die Leute die wollen kein E-Bike fahren. An der Preis vom E-Bike ist viel mehr teuer wie normal. Wat méi Vëlloen op der Straße sind, wat je auch mehr Akzidente gëtt, ne? Das ist auch der nächste Punkt, weil du viele Leute beim E-Bike fahren, die nicht gewinnen sind, aber wenn die Straße spezifisch ist, dann Gefahr ist mehr Fälle noch, muss ich persönlich damit umgehen. Das heißt, du gëtt, wenn ihr guckt, die letzte Zeit goufen eng Party Akzidente, ne? Da sind ein paar Akzidenten, also gute Leute, die fallen auf der Straße und das Kind stehen bleibt, für zu gucken, wenn du ihn blessiert oder nicht, dann die fahren einfach weiter. Ja, der hat du einen Klient, ne, dem ist das passiert. Das ist verschroen, ne? Ja, der Klient effektiv, der war 5 Minuten Boden, Auto sie lernen gefunden, das geht stehen bleiben. Was ja auch mehr ist, dass ja auch immer mehr Aggressivität auf der Straße der Velo gegen die, wenn muss auf der Straße, wo kein Velospiste ist. Und das hat ja auch matt gut. Effektiv, die Autos, die sind immer mehr gestresst, oder das Mobilisten mehr gestresst, und sie passen Männer auf die Leute, die da auf der Straße sind. Dadurch, dass immer mehr Veloen in NRW sind, an DAX mussten über die Straße fahren, weil kein durchgehende Velosweg besteht, könnte immer mehr DAX zu Akzidenten bei denen Velosfahrer angestoßen und teilweise schwer blessiert gehen. Allein von 2016 bis 2018 sind bei 189 Akzidenten mit Veloen 4 Zyklisten im Leben gekommen und 50 Velosfahrer sind schwer blessiert gehen. Und bis heute geht es mit der schwarzen Serie Ried weiter. Immer melden sich via Presse Velosfahrer zu Wort und beklagen sich über die Rücksichtslosigkeit von Automobilisten. So zum Beispiel der Roger Gales von Bieles, den am ganzen 5-mal von Hand geparkt und auf die Straße geschleudert gouf für hier schreibt. Und noch sein Bruder wie von einem pressierten Führerscheinsneuling angestoßen und hat monatelang an einer Klinik behandelt gehen. Das ist Enkelak. Nicht später wie letzte Woche hat sich ein pensionierten Polizeibeamten am Null gemeldet, als sich über die Velosfahrer aufgeregt, die sich auf kein Gesetze gegen halten an alle Rechte hätten. In keinem anderen Land hätten Velosfahrer mehr Freiheiten wie bei uns. Mit viel starken Tobak, was Zyklisten sich hier am Land könnten erleben. Wie gesagt, das ist die Anerklage. Meinung von einem angefleischten Automobilist, ein Beispiel, was doch klar weist, wie die Fronten zwischen Autosfahrer und Zyklisten verheert sind. Mehr zurück an unsere Velosboutique, wo es nicht mehr so flippt. Du kriegst auch da Klienten, die effektiv auch Akzidenten hatten, akzidentiert Velo, ne? Da tun wir auch aber mehr akzidentiert, aber an größte Ganz, das geht noch par rapport zum Volumen vom Velo, die fahren. Das heißt, für dieses Jahr und nächstes Jahr
Da kann ich so, da sieht er so gut wie ausgebucht, ne? Für nächstes Jahr sind Kommando schon gut ausgewogen. Es geht aber, kommen dann noch bei und da kriegen wir noch Leute zufrieden. Und wie sieht er dann in Zukunft, die nächsten Jahre Auto-Velo? Ich meine, das gibt noch zu holen und da geht es darum zurück, von der Pandemie auch zurückgeht. Der Velo hält noch ein paar Jahre noch und dann geht dann ein bisschen mehr ruhig, aber es geht aber weiter. Weil alle gut Leute, die Velo kaufen, ein E-Bike oder sie schaffen mit dem Velo, das ist viel mehr flott. Da kommen ja ganz verschiedene Klienten bei ihr wahrscheinlich. Ja. Und sie auch ganz verschiedene Preise von den Velo. Ich habe Velo für jeden Verein von ab 500 € bis plus, das ist für 7 Jahre oder Männer 3 Jahre bis 99 Jahre. Für jeden Verein ein Velo. Wie ist dann der Prozentsatz, die wissen zwischen E-Bike und dem normalen Velo? Ja, also mal 60% für den E-Bike und 40% für den Rest. Und das geht noch einmal an die Leute, ne? Das geht noch einmal an die Luft, all da geht dann noch Verkehr und geht noch einmal ab. Mit dem ganzen E-Bike-System ist das dann nicht aber für viele Leute zu kompliziert, ne? Weil das ist ja aber eine Technik an den Grund, die beim normalen Velo nicht tut. Nee, weil das System ist wirklich leicht gemäht, mit 4 Positionen, das geht wirklich bummelig. Auch jeder Verein geht immer da eins. Normalerweise die normalen E-Biken, die haben eine Grenze von 25 km/h, ne? Die sind begrenzt bis 25 km/h. Und alles, was 25 ist, da lassen die 2 Beine, die normal drecken im Velo. Es gibt auch E-Biken, die gibt viel mehr sehen. Wie ist das dann? Sind da die mit 5 Uhr schlafen, da muss ein Summeln mit einer Plaque, eine Assurance, eine Kasse, kann ein Spiegel drauf machen. Und Velospiste sind verboten. Oder der auch hier? Nein. Da hat 5 Uhr das bald kein Interesse am Land, weil wie das Piste verboten sind. Auf der Straße fahren Leute, die haben normal 25. Wie ist dann so auch das Verhältnis zwischen die Lorraine Sportmänner und denen, die auf der Arbeit fahren? Gibt es da Schiffe? Mit E-Bike kann ich viel Sport machen. Ich muss aber drecken, das Velo, das ist kein Motorrad, das ist also ein E-Bike für Sport zu machen. Das ist ja so, für allem viele Leute klammen auf dem Velo, die für kein Velo gefahren sind, ne? Das sind auch Leute, die da fahren, weil sie kriegen Spaß für Velo zu fahren. Die anderen, die kaufen das für schaffen zu gehen, am Platz zum Auto, weil viel mehr praktisch ist und mehr schnell ist. Als dann aber nicht trotzdem, Mensch, da hat man das ja schon gesagt, aber gefährlich. Man denkt, E-Bike, wenn ihr gut keine Praxis im Velo hat. Wenn eine Person normal damit da umgeht, auf normal fährt, da geht das ohne Problem. Das ist gute Dinge für schaffen zu gehen. Wenn Straße gut flott ist. Ja, aber du hast nach dem Problem mit den Straßen an den Velospisten, die nicht durchgehend sind. Ne? Das ist noch ein kleines Problem. Das geht auch immer, die Velospiste immer besser gemäht, für wie flott zu mehren durch Land zu fahren. Das heißt, allgemein geguckt, die sind mehr wie zufrieden, wie das Geschäft lebt. Wir sind mehr wie zufrieden. Wie gesagt, am nächsten Jahr sind wir noch zufrieden und die nächste Jahr noch weiter. Ja, ich meine, das ist auch ein interessanter Beruf. Aber hat er da kein Problem mit den Leuten, mit den jungen Leuten, für beizukommen? Für einen Lehrberuf zu finden, die Völosmechanismen lehren, das ist immer schwierig. Hier am Land immer noch eine super Schule, die das ausbilden. Hier mit Andreas, die das schon ein paar Jahre möchte bei uns. Das ist das letzte Jahr. Hofft man, dass nächstes Jahr im Lehrberuf mehr Markt kommen. Das heißt, wenn ihr freut, dann kommen kein, ne? Ja, es kommen keine und ich finde nicht genug Leute, die wirklich attraktiv damit umgehen. Das hängt ja dann davon drauf, muss ich schon selber gern Velo fahren, viel Velo schon für das vielleicht, oder was hängt das? Es muss ich noch schon passioniert für mein Velo zu fahren sein, kann ich nicht sein, persönlich gehe Velos Mechanisien. Es muss ich schon Spaß mit dem Velo haben. La Preuve, die für den Kurs, und hat wirklich Spaß gemacht, dann schafft aber gut. Das heißt, du könntest dann darum wundern, dass da auch für die nächsten Jahre vielleicht noch Leute beikriegt, ne? Wir hoffen, dass man noch die nächsten Jahre Leute beikriegen, weil das Mädchen geht weiter. Aber mehr Velo, wie gesagt, wird rund gesagt, und immer mehr Arbeit. Immer mehr Arbeit. Ein gutes Beispiel der Mangtum und professioneller Fachkraft und Lehrboven und Gesellen, gerade in diesem Sektor, zu unterstützen. Die wie keine andere für die Zukunft und dummer doch für die Gesundheit steht. Am Kontext Velo gouf mat grosser Fred a Politprominenz de 27. Juli fir knapp 2,16 Millionen die 3 Kilometer lang Velospist P14 der Schmirsch a Schëndels aweit. Bedauerlicherweis ass dëse neue Velos wie 100 Mirsch lo gesperrt an opgerat. Themewirsel. Am Juni hatte man am Null an enger Tablerand Thematik Diskrimination a Rassismus zu Lützeburg Beispiel vun de puer junge Kapverdianer thematiséiert. Haut weise ma ech e weiteren Extré aus dieser Tablerand.
Dabei geht es froh, ob nicht de kapverdianischen Jugendlichen mehr eng heich Gewaltbereitschaft besteht, wie bei den anderen Jugendlichen. Table rond geht moderiert vom Henri Fischbach. Gewaltbereitschaft ënner kapverdianische Jugendlichen. Das ist immer bewusst ein ganz sensibel Thema. Es sind an sich, ich sind op een Artikel aus dem Letzterbauer Wort vom 29. Juni 2018 gestoß und da sind ein ganz Reihe Beispiele aus den letzten 15 bis 20 Jahren abgezählt, wo zu ganz schlimmen Gewaltakter kommen, als die von kapverdianischen Jugendlichen ausgegangen sind. War angefangen beim Fall Spencer dos Santos, den 2002 durch ein Messerpickerei für enger Disco an der Rue du Neipersch Liewe gekommen ist. An die zwei Täter, das waren zwei Portugiesen mit kapverdianischen Originen, die von Buraca kommen, sind in einem defavorisierten Quartier aus Portugal, von Lissabon. 6 Jahre mehr später, den 18. April 2018, als es auf der Escher Gare zu einem Streit mit tödlichem Ausgang zwischen einem Jungen mit jugoslawischen Originen und einem Jungen mit kapverdianischen Originen kam, wegen einem Handy, wo den Jungen mit kapverdianischen Originen mit einem Messer zugestochen wird, dass eng Woche noch zu einer Marche Blanche kommt, mit einer impressionanten Zahl von über 1000 Partizipanten. Dann etwas, was ganz mediatisiert war, am Februar 2012 kommen zu Esch zu einer sogenannten Bandekriminalität. Das heißt, paar Dutzend Jugendliche mit kapverdianischen Originen, die größtenteils aus Portugal kommen, sie sind in den Nähe geraten. Das wohl nicht zu Todesche kommen, aber zu ganz schlimmen Blessierten. Das war die sogenannte Esch-Seite-Affäre. Dann am November 2016 zu Hollerich, wo zwei Junker mit kapverdianischen Originen in hier Abfahrt 12 Mal mit einem Messer zugestacht haben, und davon an sich just ganz knapp überlebt wird. Und dann ganz rezent, wo ich auch weiter keine Details will angehen, auch eine Affäre zu Bonnewisch. Die löst das Ganze schon nicht komplett, wie gesagt, ich habe mich noch Informationen aus den Medien basiert. Mir was mich einfach schockiert hat, dass du mit einer relativer Regelmäßigkeit all 2-3 Jahre zu einem Gewaltexzess kommst, ganz tags mit Messer, wo ich mir dann als Laie so, das ist doch nicht normal, wenn Junker von 16, 17 Jahren mit einem Messer durchspazieren gehen und dann für ein Bagatell, sprich zum Beispiel die Affäre mit dem Handy auf der Escher Gare, dann da eine Person erstierchen. Meine Frage ist, sind die Fälle bekannt? Was sind die Ursachen dafür? Wie gesagt, das ist ein ganz sensibles Thema. Wie seht ihr das? Dominik, vielleicht für dich? Ja, also die Geschichte von Spencer dos Santos, die kenne ich gut. Ich war ja ganz viel aktiv am Komitee Spencer während Jahren. Also ganz tags waren halt die Feen halt von Jugendlichen gemäht gehen, die aus Portugal kommen sind. Du hast ihn dann direkt gesagt, Junker, also Jungkapverdianer, sind Junker mit kapverdianischen Originen. Die haben auch in Portugal an ganz schwierigen Verhältnissen gewohnt. Also Buraca. Das zum Beispiel in portugiesischen Ghetto, ich weiß nicht, ob ich das so dürfte nennen, aber das ist aber ein Stadtviertel, den halt wirklich defavorisiert ist, wo nicht viel Moyens sind, wo ganz viele Leute halt arbeitslos sind und halt dann an Delinquenz dann raufhalten. Und die Jugendlichen sind dann halt auf Lützeburg gekommen, auch für der Misere mal aus dem Weg zu gehen und haben hier Gewalt nicht kanalisiert gekriegt. Natürlich ist das gut keine Excuse für das, was sie gemäht haben, mir das erklärt manches. Ich meine, lo von Junker mit kapverdianischer Origine, die heute zu Lützeburg abgewusst sind, gowet also soweit ich jetzt weiß, keine so Fälle. Ne? Das waren allkreas Leute aus dem Ausland. Ne? Ich war gerade Jungkapverdianer oder Junker mit kapverdianischer Origine. Das hätten noch Kinder anderer Jugendlicher sind, ne? Mit dem Kontext und mit dem Background eigentlich. Ja.
wie gesot dat exkuséiert neicht erklärt wie so erklärt Munches sogenannte Favelas, wie man dann a Brasilien noch kennen genau die drohne zu positive bei. Wie gesinn die anderen Leute Nelson, Carisa? Ich gesehen da doch so sozial Ausgrenzung, Chômage an vielleicht und d'Eltern daheim Apps ihren Job, die d'Eltern daheim nicht machen, für die Jungen zu präparieren. Für uns fänken Junge von 12, 13 Jahren. Wenn den um 12 Uhr eng Auer nicht daheim ist, das ist ein Problem. Da müssen die Eltern mehr aufpassen. Und dann, das ist keine Excuse. Ne? Dafür muss ich kein Tod picken. Aber da sind vielleicht andere Sachen, die wir nicht wissen, was da hinten steckt. Und da keine Erklärung. Nee, ich mit ergänzen schmengen, das sind die verschiedenen Faktoren, die do spielen. Du hast einen interessanten Témoignage an dem Artikel von Gracina Gonzalez, dat demals aktive Member von dem selbechten Komitee Spencer war, wo die auch engagiert wird, seht, wann die Gewaltakten, die von kapverdianischen Jugendlichen ausgehen, nicht ophalen, da kriegt die ganz kapverdianische Communität zu spüren, so vielfalt fördernd Rassismus bei der sich nur einer Arbeit an einer Wohnung. Bei ähnlichen Témoignage an dem selben Artikel von Pedro dos Santos, das dann den Papa von Spencer dos Santos, die 24 Jahre im Leben gekommen ist, und gleichzeitig Präsident von der kapverdianischen Assoziationen, die sieht, die schwarze Schafe an unserer Communität, die machen alles fut, die wat hier Eltern, hier Großeltern hier abgebaut haben. Bon, ich meine, die Témoignage so an sich auch schon alles, aber ich bin froh und ich, was können Lützeburg und Politik, ich meine Assoziationen, ich meine Eltern, was können Lützeburg gegen die ekrasant heisch 12 Gewaltakten, die von kapverdianischen Jugendlichen ausgegangen ist an den letzten 15, 20 Jahren machen. Was können präventiv dagegen gemacht gehen, für dass so Sachen nicht drin passieren, dass man nicht an 2, 3 Jahren einen Spencer dos Santos oder einen Elvis oder sonst einen Hund, den man sein Leben muss bezahlen. Habt ihr da Propositionen? Habt ihr Schmengen et gouf schon viel gemet, dofir Hummer auch lo die Lächtjuren also soweit ich weiß, nicht hören von irgendwelchen Massapikerei, wo kapverdianisch oder Junker von kapverdianischer Origine mit impliziert waren. Ich meine, du gehst schon viel gemäht und du sollen die Assoziationen an die Eltern natürlich immer, aber das für alle Eltern, nicht nur die kapverdianischen Eltern, die mussten hier Kinder unterstützen, abklären, mit denen diskutieren. Das ist einfach das Wichtigste, Kommunikation. Auch, voilà, wenn ich dein Handy will, da kann ich da auch so hey, geh mal dein Handy, ich brauche dich vielleicht nicht zu schlagen. Oder wenn etwas nicht so ist, wie ihn das gerne will, kann ihn ja immer schwätzen. Und ich meine, wenn Kommunikation du ist, an der Gesellschaft, da kommen noch manche Probleme auf. Wir schmengen die Probleme mit der Gewalt bei den jungen Kapverdianern, das etwas, von dem ich am Pass schwätzen, weil ich wirklich schmengen, dass an den letzten Jahren das sich wirklich kalmiert wird, an das viel gemäht gouf. Also ich weiß, beim Komitee Spencer hatten wir ganz viele Aktionen. Ich mengen andere Assoziationen hatten auch hier ein Deal mit gemäht, wo die Jugendliche einfach schmengen, wann der Jugend kein Moyen gibt, sich zu beschäftigen, sich intelligent und nützlich zu beschäftigen. Wenn ihnen die Moyen nicht gibt, da kommen so Sachen für. Mit der Covid-Krise fährt nicht, dass verschiedene Sachen auftauchen, weil die Jugendlichen sich
also sie sind isoliert, wir sind alle isoliert. Wir sitzen noch richtig weit von den Nähne wasch. Wir schmengen, das sind Probleme, um die die Regierung schon lo muss evaluieren, weil das sind Sachen, die leider können optauchen. Wenn es der Frustration, wenn es dem Mangtum, Unkommunikation, unmenschlich, wie soll ich so eine Interaktion, sind das Sachen, die leider können immer optauchen. Also das ist meine Meinung dazu. Also Neves, wollt ihr etwas dabei so, was wirklich gegen helfen, dass wir dass die Regierung oder die Regierungen oder die Ministerien, dass sie den Terrain mal kennenlernen, wo die Probleme entstehen. Ich hatte vor Jahren eine Reportage gesehen in Frankreich, das war ein Quartier chaud. Was haben sie da organisiert? Sie haben Ex-Drogendealer, die 20 Jahre in Prison wären oder 15 Jahre, die uns eine zweite Chance geben, die Leute, die sie formiert gehen als Edukateur. Und das war sozusagen die größten Brüder dabei. Das waren Typen von 40, 50 Jahren. Und die hatten ein paar Jugendliche ändert sich. Das heißt, die haben sogar Zensuren kontrolliert. Die haben geguckt, was die Jugendlichen an ihrer Freizeit so gestiegt haben. Das war so groß Brüder. Und was ich flott fand, da war ein Junge von 11 Jahren, der wollte gerne eine Große gehen an der 10. Und du sagst den Tipp, der große Bruder sagte, hey, da wusst du willst hingehen, da war ich schon an ihrem Zurück. Pagan, du hast null Zukunft. Entweder Prison oder du stirbst. Mehr radikal sind, so Leute formieren, die kennen den Terrain und die könnten vielleicht so Junker, entre Guillemets, Ratschläge geben, weil da dann hat so Sort Edukateure für die Bausen, die mehr die Bausen sind wie am Büro. Ne? Weil die Jungen, da sind viele Junker, die ich kenne, die gehen nicht an den Jugendhäusern oder an so Strukturen. Du musst dahin gehen, wo sie sind. Das ist das Wichtigste. Da können da jahrelang Sachen präparieren, Projekte präparieren. Konkret, Terrain. Wer bei gutem Wetter iwwer Land fährt oder durch Spaziere geht, beginnt ganz oft an der Kulturlandschaft enger heichgewussener 3 Meter großer Planz, der Mais, den Flower alles dominiert. Allerdings gibt es Planz, die recht mit vom 20. Jahrhundert bei also richtig Fuß gefasst wird, punkto Ökologie nicht gerade positiv bewährt. Ein Reportage von Jean Weber. Der Mais als an den letzten Jahren zu Lützeburg zu enger von der dominantester Planz an der Kulturlandschaft gehen. Der Mais stellt wenig Ursprech und den Boden an der garantiert eng heich Rekord. Bei den Bauern als der Mais dafür für eine Zielrecht zu verfedern ganz belebt gehen. 1990 goufe zu Lützeburg eng 7400 Hektar Silo-Mais, an Tischen sind es eng 13.000 Hektar gehen. Neuerdings wird auch immer mehr Mais gebaut für Naturgas oder Biogas anleeren. Für Natur und die Umwelt hat der Mais extrem viel Nachteile. Auch wenn der Mais mit über 3 Meter zu enger großer Pflanze geht, ist die Vegetationszeit kurz. Der Mais wird am April gesät, reicht Ende Juni, bedecken Pflanzen den Boden. Dadurch ist der Boden lang ungeschützt gegen die Wand und Wasser. Für zu wachsen braucht der Mais selber viel Wasser und dadurch trocknen Böden aus. Wenn dann der Mais Ende September, Anfang Oktober gehäckselt wird, ist diesen ausgetrockneten Boden oft hart wie Butter. Schon bei wenigem Regen steht sehr Wasser auf den Maisfeldern,
Bei vielem Regen a kurzer Zeit lose Maisfelder Keewasser durch diesen Boden versickern. Viel Experten mengen dat Zoelle vu Mais an der Landschaft e großen Undeel u verschiedene Heichwasserkatastrophen huet. Chlor as och Maislandschaften sinn Landschaften mat wenig Lewen a wenig Biodiversität. Durch Fideren mat Maissilagen gi viel Manner Wiesen wéi Viehweden gebraucht. Viel Wiesen sind dofir an de letzte Jahrzehnten fir de Maisubau ëmgeplaut gin. Überall Rester vu Klotteuren am Rand oder Matten an de Maisfelder weisen das Loes verschwannen vun enger traditioneller Kulturlandschaft. Mais bedeit immer Manner Biodiversität. Do, wo de Mais steht, hunn einer Pflanzen keng Chance fir ze bleiien. De Mais produzéiert kein Nektar, an Pollen ho wenig Eweis a sinn dofir wir Bayien net interessant. De Mais, den ursprünglich aus Mexiko kënnt, as a viele Regionen op der Welt fir de Mënsch dat wichtigst Grundnahrungsmittel. Weltweit ginnen eng 50.000 Sorte Mais. Schuet, dat dorënner e puer Sorte sinn, die bei Eis massiv ugebaut ginn, fir méiglech bëllech Liewensmitteln herzustellen. An domat gros negativ Auswirkungen op eis Natur an dem Welt huet. Wëllemer Probleme bei Wasserschutz, Biodiversität an Heichwasserschutz an de Griff kreien, feiert KW lerncht e moderateren Verbrauch a Pflanzen vum Mais. Vom Mais mat zinge 4 an Nodeler bei eise Spruchmates Lexrot, de wie gewinnt des an déi aner Spruchperel ze bidden huet. Die allermecht vun Eis un eng Kleng oder mi gros Idi vu Michel Rodin singem Renert. So ze soen eis national Fußegeschicht. Der Renert ass 1802 a 70 herauskom, dat ginn also dat anert Jo genée 150 Joer eng Geleenheet, de mir am Fong net der verlandcht go lossen, oni se op die eng oder aner Fassung ze feieren, apart zu Vols, do wo de Renert sei Renertjo, de Rotter sei Renertjo geschriven huet, a mir och die wonnerbar Seil mat segem wonnerscheine vergulte Porträtskap ënnen op der Avenue kënne bewonneren, déi riecht op Nationalstreitmonument eropgeht. De Renert ass nun moll eng lang dere Geschicht, so ze soen eng Megafabel, déi sich aus zig Fabelen ze summe setzt. Wéiet sich mam Einzelnen domat huet. Doriwer werd de Mehrheit dat anert Jo ganz dacks reets kreien. Haut sollet hei dann e bëssen Fabel am Allgemenge goen. Do denkt da ganz séier und de klassische franzéschen Superdichter Jean de La Fontaine. Et gëtt knapps Franzos mat normaler Bildung, den ich net die eng oder aner Fabel als segem Werk opsoen kann. Sie sinn haut nach grate so a fleich se go méi aktuell wie jemals. An ha dech Molun. Méi wie 3000 Jo aal stammen ungefähr aus der Gegend vum hautige Pakistan, a kommen iwwer Perser, Griechen, Dremer an Europa. Fable sinn ewig Waurichten, an deren am Mënschegeschicht a verkleet. Et vergeht bald kejo, wo am Frankreich net eng Nei-Edition vum La Fontaine singe Fablen herauskënnt. Von de puer Meint nach vu der Edition vum Figaro. Dofir huet et mech an der Zeit gekratzt, e puer Dossen der Fablen an Eisspruch zu setzen. An ech hat wirklich net onrecht mat, well sie guffen elo fir drittkeier nei gedrégt. Platzerweis och nach méi frisch gemach. Dei leiien dann elo fir e ganz verstännege Preis an alle gute Bicherbutiker, bei den Editionen fir run
konnte ich ein ganz Party Komplimenter vu Professore gemacht, Fachleit am Franzischen, an der Philosophie, sogar als bekanntsten Affekot, die jo übrigens auch e große Spezialist vum Brust ass. Dieser Komplimenter fand die übrigens auch hannen an der naier Edition. Vielleicht nach etwas am Sinn vun eise Lützeburgische Fabeln. Wann ein Gemeng, e Verein oder sosse Gruppe und engem kleine Fabelofen sollt interessiert sinn, da mache de Stadt afro bestimmt keinem op gut Lützeburgisch, dann aus dem Kap. Dat ganz fleicht och mam Apart TV hei dabei. Dir fand mich an der Stadt am Telefonsbuch. Soweit für Haut als Nullemission, die da wie gewinnt auch am Internet an 0.lu könnt am Detail gucken. Merci für euren Interesse, bleibt gesund am Montag.